Grüezi, fix ist der Popschutz-Ekel erregend. Ich glaub, wenn's jetzt umschläger darfst. Pfui Teufel. Mr. Einschaltungszeichen G, Freimi Show AFM Stream und meine Keuden Snack Moink Boys, Popomann. Hashtag Sternekoch. Popomann, im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, das kenne ich mit den Snack Moink Boys. Ja, kenn ich. Was der MTV Hashtag nice. Wichser, Hashtag Autogrammstunde. Nein, Maika, merci. Merci, Leute, chillt. Sie haben nicht mehr, habe ich dir gesagt. Halt, ich will ins Bier, Mika, 20 Uhr. Monkey fucking Island. Heute wird durchgespielt. So, wie es ist. Ich glaube nicht, dass wir heute noch 2 Stunden brauchen. Ich sag's euch auch gleich vorweg. Nein. Die Tröte ist jetzt ein Einhorn! So beginnet edler Herr, der Pöbel möge unterhalten werden. Raute Donation 4 Rage. So beginnet, edler Herr, der Pöbel möge unterhalten werden. Donation for Ration. Merci! Vergeht's gut! Herr Pierner, merci! Klauswald, merci! Stop it! Please, stop it! Warte, gibt's die Tröte? So, dann gibt's das Einhorn. So, das ist auch gut. Bis zum nächsten Mal bauen wir da so ein Ding um, wo man sich umschnallen kann. Ja. Und dann ist das schön. Sag's ich gleich, es ist. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so mir der Macht wie heute. Weiß nicht, was da heute los ist. Ja, passt schon! Sag ich, da ist fertig gebaut. Die Gitarre ist fertig gebaut. Ausbackelt und der Bürger eingeschaltet. Wenn's läuft, dann läuft. ist ausbackelt und der Bürger eingescheut. Wenn's läuft, dann läuft's. Wieso baust du dir deine Gitarre selber, oder was? Was? Nein, jetzt please. Halt nicht. Bitte halt nicht. Na? Halt nicht. Hansel! Hansel 199 Bomb, 10 Euro. 99. Sehr was Bürger kau heute leider nicht zuschauen, host aveng wos. Für die Spardose Daumen hoch. Warum tust denn dann das? Nicht zuschauen, aber mit 10er Schreiber. Ist hier halt schon wieder. Es geht genauso weiter wie am Montag. Und Nadine Montag habe es leider nicht geschafft. Aber der lief für mich und Nadine, Mr. Raiden. Grüß zurück, merci dir, am Montag habe ich es leider nicht geschafft. Ja, für heute 6. Ja, außerdem, man kann sich. Oh, ich habe übrigens schon wieder vergessen, dass ich mein Stream vom Montag in die Playlist reinschiebe. Normalerweise schreibt man dann immer irgendjemand. Wo ist der Stream vom Montag? Also, oh fuck, hab vergessen. Das ist mir alles vergessen und keiner hat geschrieben. Ja, weiß ich auch nicht. Mr. Raiden, merci. Herr Jodl, der in der Hand. Habe ich dir auch. Weißt du, was ich euch sag? Der Stream geht heute nicht bis um 10 Uhr. Sag ich euch gleich schon mal. Das ist einmal Phase 1. Erstens soll man mit Monkey Island wahrscheinlich früher fertig werden. Und weil ich schwör's euch, ich schlafe im Sitzen rein. Nein! Das ist was ist von meinem Geld. Weiß ich nicht, also das 3er habe ich ein paar Mal gespielt, das 2er so gut wie gar nicht. Erst einmal merci. 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 Und deswegen weiß ich nicht, wie lange das die gegangen. Wie lange das die halten. Ich kann euch nämlich auch. Ich kann euch nicht einmal antworten. Das Videospiel. Stimmt, heute ist der Tag des Videospiels, Kinder. Das ist wichtig. Wenigstens einer weiß. Viking King, merci für den Zwickel. Heute noch Zeit, nimm das Geld dabei. Gruß aus der Opf wahrscheinlich. Merci. Stratocaster selber baut einfach, weil ihr es kauft. DI Einhorntröten erinnert mich an den Schranzler DEANITM-Strafen am Hin zu seinen Eltern. EZ-Job rennt und sogt das Einhorn ist Hashtag Pralinen 99. Keine Ahnung, was ihr redet! Kennst du mit 5 Sekunden erfunden, Leuten? 5 Sekunden, Leute! Brudi, 5 verfickte Sekunden! Ihr habt wir haben jetzt... Kein Mensch versteht irgendwas! Sie haben aus Australien mal weiter so immer dabei. Oh, aus Australien. Oh, von der anderen Seite, also da Erdkugel, da haben wir mir und da bist du. Das ist crazy shit, oder? That's some crazy shit! So. Nochmal. Ich hab keine Ahnung, wer jetzt da irgendwas erzählt hat. Keine Ahnung. Weil ich nichts verstehe, weil alle gleichzeitig schmerzen. Wer war das? Grantler. Alter, merci. Bitte hört auf mit den zweistelligen Beträgen. Bitte. Stop it endlich, weil es einfach nicht mehr feierlich ist. Jetzt habe ich schon eine Zeit nicht mehr donated, dann kriegst du gleich mal einen 10,90. Merci. Ja, weißt schon, zu viel schaut ab und denkt mir mal, ja, gut. Hätte ich mir zuerst gelesen. Mensch, Kaiser!
Na, können wir nicht. Ja, okay. Geldgeiler Wichser. Ich muss unbedingt wieder einstellen, dass diese Tussi nichts mehr vorliest, was unter 5 oder 10 Euro ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann Streamlabs kaputt gegangen ist, dass jetzt alles vorgelesen wird, inklusive Namen und was im Ding steht. Das ist was, das macht alles kaputt. Jetzt zwei Vollidioten! Einschaltungszeichen. Ich schau so wenig anderen Streamer. Ich bin doch der Einzige, der leider als Vollidioten anschreit, wenn sie mir quasi dem Streamer donaten und es geht trotzdem weiter. Da bin ich doch der Einzige wieder. Das kann doch nichts anderes so zugehen! Oder? So, nur 5 Sekunden Start, nice! Folgendes, ich bin so mir wie heute war ich schon lange nicht mehr. Ich bin vorher so um Viertel nach 7 kurz mehr auf dem Stuhl eingeschlafen. Ich hätte den Stream sowieso fast versandt, oder? Wenn das Video, das ich mir währenddessen angeschaut habe, nicht ausgegangen war, dann war ich nicht aufgewacht, dann hätten wir jetzt einen Scheißen da. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann mal eine Donation gehört mit dem Headset. Und mal dann auch. Einer trötet sie fix nicht angezeigt worden. Ja, ich hab mir einen Stratocaster selber gebaut. Das habe ich irgendwas mit Stratocaster gehört. Warum? Weil es cool. Ja, okay. Ja, ich hab mir Stratocaster selber gebaut. Warum? Weil ich es kann. Sie wollen sich vernünftig antworten. Weiß gar nicht. Ja, weiß kann. JBISD da einzige Einschaltungszeichen. Was ist denn los mit dir? Bertel Sepp, große oder kleine Tröte? Kleine Größe. Merci dir. Wer ist der andere? Schmalspur-Major. Der ist leider nicht angezeigt worden. Warum ist der Schmalspur-Major nicht angezeigt worden? Schmalspur-Major! Interessant Name. Nein, jetzt hört's wieder auf, bitte. Ja, doch, hab ich schon. Smystream. Ganz einfach. Merci! WSA Bayern-Bomb. Echt Goade Stream so hast mir gar nichts ADN Content bringst du. Geiler Wichser. Mach weiter so. HBDRRRTT Schene Grias aus Niederösterreich Hashtag Corona heißt Kumming Hansel 199 Bomb 10 Euro. Wer war jetzt das? PS bin grad am 9 Holz noch A. Ich verstehe nichts, Leute. Herr Maischberger, das ist nicht angezeigt worden, aber ich schaue, ob ich es retriggern kann. Mach ich kurz aus und ich lese vor. Hört halt bitte auf. Wir fangen jetzt einfach das Spielen, weil es eh nicht wurscht ist. Herr Ginsel, merci. Stolzer Löwe, merci. Medosch Kaiser, merci. Rest, merci. Sagt's Habitäre zum Bertel und zum Schmalspur-Major oder Colonel oder was weiß ich, was es war. Habitäre in den Chat im Vollbiss gehabt, merci für eine Mitgliedschaft. Maischberger Felix schreibt, ich sag nichts zu ihm 50 Euro, weil was soll denn das? Was soll denn das? Übrigens, meine Aussage vom Montag zählt, bei 500.000 Abonnenten gebe ich wieder Sprachverkehr aus. Alter, bei 500.000 werden wir nie erreichen. Maischberger Felix schreibt, habe Drittschöne Grüße aus Niederösterreich, Corona is coming back, ist bald schon soweit. Also, serious? Ich verfolge es nur noch halbscheirig, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr hören kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nicht wieder aufregen, dass es zu viel ist, PS bin gerade am Moinkplatz. Ich reg mich schon auf! Nein, jetzt, nein! Leute, jetzt ist er gut. Oder jetzt, so, es hört sowieso nicht auf. Solange ich da sitze und wahrscheinlich in die Kamera einschreibe, hören die Leute nicht auf damit. Es ist halt einfach, ja, ich weiß es auch nicht. So, rest in peace, Mr. Headphone User. Das habt ihr jetzt davon. Leute, Dankeschön. I'm fucking serious. Dankeschön. Ja? Kann man jetzt Monkey Island spielen? Ich lasse jetzt Donation Sounder aus, weil das ist ja wohl wirklich ein Witz. Da hat jetzt die Kamera verschoben, weil ich ja so auf den Tisch gehabt habe. X-Late Night. So! Was? Immerhin schmerzt die Tussi jetzt nicht, der weil ich einen Ton ausgemacht habe. Ich darf schon schmerzen, aber das war mir eingestellt auf ab 5 Euro oder irgendwie so. Und irgendwann hat es angefangen, dass das nicht mehr funktioniert und es liest erstens alles vor und teilweise sogar was im Donation-Text drüber steht. Der totaler Scheißdreck. Was ist mit mir jetzt der Spiel? Monkey Island durch! Monkey Island! Du magst abgeschlossen werden! Letschak! Du bist des Todes! So,
Mach mir die Musik, Alter. Was? Erstmal brauchen wir Grafikoption in Vollbild ein und dann können wir auch umschalten. Oder? Ja, das schaut doch gut aus, oder? Schaut das gut aus? Irgendwie resettet sich das jetzt mal, wenn ich aus dem Sperr rausgehe und ist Musik wieder saulaut. Weiterladen! Und wir haben ja bloß bei 68%. Schaffen wir das schon halt. Wir hatten übrigens den Niederbayern bzw. Donau-TV-Beitrag von mir gesehen. Wer hat den gesehen? Wer hat den gesehen? Ich wahrscheinlich nicht alle, den schauen wir uns, wenn wir durchgehen, schauen wir uns heute noch an. Möchtest du diesen Spielstand laden? Ja, tu es. So, wo waren wir? Wo waren wir eigentlich? Keine Ahnung. Oh, Kamera, bitte wieder auf die andere Seite. Das stimmt, das vergiss ich bei Monkey Island. I'm sorry. No. Immer wieder gut. Ja, einfache Sachen kann man so. Ja, das ist gut. Also ich da einmal vorschlagen, machen wir das heute mal so. Ja, ich sage noch nicht, macht mir überhaupt keinen Sinn nicht. So. Was ich gerade festgestellt habe, ich hab Monkey Island 2 mehr auf. Wieso geht das überhaupt, Alter? Ich verstehe die Frage nicht, So, Spiel fortsetzen. Wo haben wir denn überhaupt? Ach stimmt, wir haben den Affenkopf eingegangen. Der ist gut. Bin irritiert selber, wenn ich da oben im Eck bin. Ich weiß nicht, ob das... Ja, es wird wurscht! Es wird wurscht, ey! Es wird einfach wurscht! So. Wir haben auf alle Fälle da oben gekommen. Bloß weiß ich nicht so hundertprozentig was, weil da haben wir letztes Mal schon rundum geguckt. Und ich weiß nicht mehr, ob es da irgendwas gegeben hat. Was wir uns auf alle Fälle mal anschauen können, ist F10! So schaut es also aus da. Okay. Ach, da kommen wir wieder. Ich hab doch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Gibt's da was? Weil gibt's da was? Walk to big nose. Da ist tatsächlich eine große Nase. Medwasch Kaiser, merci dir. Ah, Ruhe ist jetzt wieder du nicht 3. Ja. Bierger 1, Schwerkraft 0. Okay? So. Große Nase. Ich habe hier eine große Nase. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wo ich hinter sind. Jetzt käme ich zuerst nicht mehr aus. Spiegel verkehrt und noch im Kopf. Okay. Da unten ist eine riesen Nase, Alter. Untersuche. Gross. Eklig. Was haben wir da? Augen. Riesige Augen. Der Feldmeister, hey Chef, wann kommt man wieder Half-Life Alyx? Weiß ich noch nicht. Nicht im Sommer, weil da stirb ich unter der Masken, unter der VR-Brain stirb ich da 100.000 Tode, sag ich euch ganz ehrlich. Absichtlich verkehrt, nein, ist versehen. Das ist so einfach so passiert. Das ist halt jetzt da so passiert. So, da geht's aber auch nicht. I can't reach it. Okay, da geht's aber auch nicht weiter. Sagt's was, wie es ist. Weiß jemand, was zum Tor ist? Ich muss mich da oben tun. Weil ich sag das, wie es ist, weil ich mich nicht auskenne vor lauter Scheißdreck, wenn ich da umschaue. So! Alles wieder gut. Sagt's doch, was ich tun muss, weil ich keine Ahnung hab. Was muss denn da unten tun? Ich muss in Lava springen, das bezweifelt ich. Das ist nur mehr eine große Nase. Hier ist eine große Nase. Okay. So weiter. This doesn't make sense. Ich sag das, was ist. Mir braucht man doch da irgendwas. Genauso, das verhält sich genauso wie der Void, was du nicht auskennst. Da braucht man doch wieder irgendwas, aber was? Ein Kompass vielleicht, aber der Kompass, der hilft uns auch nichts, oder? Untersuche magnetischen Kompass. Set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning. Contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Ne, den haben wir auch noch gar nicht gebraucht, glaube ich, gell? Den haben wir auch noch gar nicht gebraucht. Benutzen? Meinst du quasi, wenn wir mal hier benutzen? I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. Ah, jetzt so, achso, okay. Der Blauarschbube, lang nicht mehr gesehen. So fällt es wenigstens nicht auf, wenn es da einschläft, weil Augendeckel noch Das stimmt. Ich hab da keine Ahnung, was wir tun. Auf alle Fälle haben wir kommen da noch nichts mehr. Das sage ich hin.
Das sag ich euch. Darf ist noch da, der ist wichtig. Er ist ein guter, der hängt jetzt da für forever and ever. Gehen wir mal auf die Insel, schauen wir, wir kann man auch noch mit zu den Kannibalen schauen. Kannibalen, Sepp! Give me mal the boat. Da müssen wir auch paddeln, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Geh, Ruderboot und Ruder. Ja. Dann paddelt man mal rundum. Mach lieber eine Pause und trinke Weißbier. Nö. Ich hab schon mehr Weißbier gespielt, wie du gesupfen! Das ist immer ein guter Satz, wird für immer ein guter Satz bleiben. Es gibt aber sonst auch nicht irgendwelche Schauplätze, die ich übersehen habe. Minga TV, dieser Spiel aus 1990. Da gibt's keine Tasten, wo man sagt, mit was man interagieren kann. Aber es einfach. Was einfach. Have you come back to let us repay you for your fine gift? Ja, natürlich, da ist deine Sache. Euer Dank ist Belohnung genug. Auf Wiedersehen. Well, actually, there is something. Tell us, what is it? Ich suche jemanden. Ich brauche ein Schiff. Na, Geld. Viel Geld. Nein, ich glaube, ich bin glücklich und zufrieden. I'm looking for somebody. Besucht mir jemanden. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Well, the only civilized people. Der nicht mehr lebt, der nicht zivilisiert ist. Hoppla, dann bin ich auf der falschen Insel. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Oh leck, was ist das? Das war sprichwörtlich die Todesbukake. 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Ja, im Prinzip stimmt das aber. Mir sucht man ja die Geister, mir sucht man ja einen LeChuck und seine Geister. Aber ich suche jemanden, der nicht zivilisiert ist, ich suche jemanden, der nicht mehr lebt. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. 30 dead guys and one woman. I don't think I want to hear any more about it. Wait, maybe he's talking about those dead pirates. Oh, yeah. Those guys. Then you've seen the ghost pirate LeChuck and his cadaverous crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs. Wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. Wieso tut ihr das jetzt nicht? Was ist denn in diesem Spezialtrank? Gebt mir den Trank und ich vernichte LeChuck! Wo verstecken sich LeChuck und seine Gesellen? Ja, da unten in der Höhle heute! Das haben wir doch letztes Mal schon rausgefunden. Gebt mir den Trank und ich vernichte LeChuck! I'll use it on LeChuck. Aber die müssen wir erstmal You finden! can't. Why not? Warum nicht? Well, the main ingredient of the potion is a very rare root. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. Aha. Okay. Where is he hiding it? Wo versteckt er He's sie? in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock. Das haben wir doch letztes Mal. Wenn diese Intro When oben the ist. air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Also, entweder hat man das einer von euch gesagt letzte Woche oder keine Ahnung. Wir wissen ja, dass der da in dem Affenkopf unten drin ist, aber. Da kann man checken, alles war vorbei, richtig? Hat euch das Gewerbeaufsichtsamt geschlossen? Klingt stark. Darf ich mir das ansehen? Könnt ihr nicht einfach runter und ihn davonjagen? Sounds neat. Can I see it? Sag Sepp! Merci hier! Ich muss was wichtig sagen, ich bin auch da. Das ist wichtig. It was stolen. Richtig und Well, wichtig. we loaned it to a hermit who lives on the island. And until that crusty old, pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana picker. Was für scheiß Bananenpflücker, den haben wir ihm doch schon lange gegeben, was? I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without them.
Hey. Ah. Ixnay on the Edhay of the Navigator Nay. Ich sehe nichts noch. Was? Nothing. Nothing. Opfka esti avigatorne. Was? Ab die Rio ino atgab de meng. Ude uye avhe a apme of a catacombs k? Ori say, oh nay. We could at least tell him What? what the head does. Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Was ist denn jetzt Getting kaputt? through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well, Ja, Freunde, ich brauche aber den Kopf. Wir kriegen den Kopf. Hilfe, Leute, ich brauche Hilfe. I think they're having a serious discussion. Ein Navigatorkopf. Why? It's empty. Also entweder habe ich wieder nicht gescheit aufgepasst oder keine Ahnung. Ein Navigatorkopf. Schale mit Knochen. I think I can use the door now. I don't want to get any closer to that thing. It might be booby-trapped. Booby-trapped. Kopf des Navigators. Was haben denn die jetzt? Die haben doch I damit... can't see inside from here, Hat das but nicht I'll da... bet it's empty. Haben die nicht gesagt, der Navigatorkopf ist so... Das warte mal. Schiebeschädel. Schiebelens. Der Feind, Alter! Erstmal an Fippo und die Katrio grüßen, die heiraten am Freitag. Schöne Grüße an Fippo und Katja. Katja, glaube ich, schreibt man nicht mit H. Bin mir nicht sicher. Die mengen doch mit Sicherheit irgendwas von mir. Die haben doch von dem Schlüsselding geschmatzt mit dem Typen. Jetzt warte mal. Jetzt passen wir auf. Schiebe. Nein, nicht Prospekt. Nicht. I can't move it. Nein. Sollst du nicht den Schlüssel wieder zurückgeben? Vielleicht geht das jetzt. Warte mal. Gib. Schlüssel. Gerne. Ah, the key to the Great Monkey. Thank you very much. Easy. Was meinst du noch? Das muss doch jetzt irgendwas geändert haben, das gibt's ja I think nicht. they're having a serious discussion. Gib Protokoll. Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Irgendwas müssen sie mengen, das gibt's nicht anders. Ich brauche den hier einen Scheiß. Kompass? Ah, one of those newfangled magnetic compasses. Too high tech. Yeah, give me a good Als old-fashioned Navigator-Heftel disembodied head any weitergeben. day. Was für Navigator-Heftel? Merkblatt? Pamphlet? Was? Sonst haben wir keine Heftel. Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Well, look at this. It looks like instructions on how to get ahead. Was auch immer das ist. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Thanks. Looks pretty good Yeah, for a what's dried this? up old... F10! Ah, da ist er nicht. What the fuck? Invisible to ghosts. Alles klar, Freunde der Sonne. Oh, look!
I think he likes you. Just follow his nose, and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. An den erinnere ich mich nicht mehr. Get the root from LeChuck Irgendwie habe ich das Battle von dem schon im Kopf, aber ich erinnere mich ab der Stelle an nichts mehr. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Also das heißt, quasi, wir müssen da oben. Wir müssen da oben mit dem Navigatorkopf und der führt uns da durch das Ding durch, oder wie versteht ihr das? Das werden wir herausfinden! Weil, wir wollen wissen, ich bin mächtiger Pro-Gamer-Pirat! Los geht's! Los geht's! Ab ins Boot! Ab ins Boot und wieder runtergerudert! Zur Insel. Da müssen wir, Strand. Es war übrigens ein sehr netter Tipp, dass wenn man da direkt auf den Strand drückt, dass er dann schneller paddelt. Weil sonst hätte ich euch wieder was für GoldenEye vorgelesen. So. Einen in den Dschungel. Mr. Guybrush, den sind gehen um. Den sind ein bisschen um, ja. Bitte, danke. Ab zur Lichtung. Dort ist der große Affenkopf. Ah, hoppala, scheiße. Ja, der Feind, Alter, ich werde heute noch ein paar Mal brauchen. Hab ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. So, jetzt wieder. Eine. Jetzt soll ich aber auch mit dem Kopf erst schmatzen. Ich weiß nicht mehr, was er tut. So, da ist es nicht so laut, Herren. Jetzt untersuchen wir erst einmal den Kopf. Wie geil das ausschaut. Wo haben wir Untersuche? Kopf des Navigators. Was in Gottes Namen? Das probieren wir jetzt einmal schnell. Was in Gottes Namen? Es passiert aber heute auch nichts. Hello, Mr. Navigator. Hello. What? Der redet. Ja, aber... Was ist denn das jetzt? I don't need it here. No ghosts around. Ach, das ist... Hä? Wo kommt denn das Ding jetzt her? Hello, Mr. Navigator. Hello. Ich finde das lustig, wie er sagt. Hello. Benutzen? Ah, ich glaube, ich verstehe. Er schaut ja quasi in die Richtung, in die ich gehen muss, oder? Deswegen, ja, jetzt warte mal. I think it wants me to go to the right. Ja, und deswegen ist das jetzt wieder so wie im Wald auch. Jetzt ist da unten nämlich kein Nose, sondern ein Kopf. Dann gehen wir rechts. Dann wieder links. Okay. Dann noch links. Offensichtlich. Rechts. Okay, jetzt sagt er noch um. Herr Raiden! Wenn's noch dreimal außer tust, sagt er irgendwann Silence. Okay. Ja, und hat den Turban auf dann. Wieder nach rechts. Wer soll sich denn da auskennen? Sagt er noch links. Wie schaut denn das eigentlich mit F10 aus? Alec, wie hast du das damals erkennen sollen? Sag! Wie hast du das damals erkennen sollen?
Ah ja, gut, geht schon. Geht schon. Kann man schon. Ich drehe das ein bisschen, jetzt müssen wir wieder zurück aus. Dann müssen wir nach links. Jetzt dreht er sich aber wieder in die andere Richtung. Wieso dreht er sich jetzt wieder in die andere? Nach oben rein, oder was? Wenn wir da rein? Oh! Wer wir da? Letschek, du bist des Todes! Geh zu Geisterschiff. Komm da einfach so hingehen. Schieß jetzt aus. Was können wir jetzt wieder für dumme Antworten? Sie haben nicht zufällig eine Wurzel zum Ausborgen. Ich will die Gefangenen verhören. Ist das hier das Aussichtsdeck? Oh, ich gehe dann mal. You wouldn't happen to have a root I could borrow? Yikes! What? Ah, ich glaube, ich weiß. F10 kommt gleich, Bertelbrühe. F10 kommt gleich. Jetzt pass auf. Benutzen. You can't have it. It's mine. Was? Okay, we're here. Now what do you want from me? Hallo, Kopf! Hello, Head. Hallo, Head. Hello. Könnte ich wohl das Halsband haben? Danke für den Weg zum Geisterschiff. War nett mit dir, ich lege dich jetzt zurück. May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Warum darf ich es nicht haben? Oh, sei nicht so, bitte. Vielleicht nehme ich es mir einfach. Maybe I'll just take it. Vielleicht. Maybe you'd better not. Na gut, ich wollte sie nicht haben. Ich will dir ja nicht wehtun. Ach, sei nicht so, bitte. Warum darf ich es nicht I haben? don't want to have to hurt you. And I don't want to have to make you regret it. Was? Why can't I have it? Warum darf ich es nicht haben? I've got a bad feeling about this place. Er hat I ein think I schlechtes... might need it. Oh, come on, please. Please. You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please? Pretty, please. You can beg all you want, but you can't have it. Wie oft muss ich das jetzt mal, bis es geht? Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Das ist doch gelungen. Bitte, 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 Please bitte. with sugar on top? Please with a sugar on top. Oh, all right, you big baby. Es war so You klar. can have it. Hey, what good's a necklace if you don't have shoulders? Ja, da hat er recht. Weil das ist so, das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist so Monkey Island typisch, dass du 5-mal die gleiche Antwort drucken musst und dann kriegst du es. Weißt du, wie sollst denn du da vor 30 Jahren draufkommen? Wie denn? Wie denn? Ach, schon mache ich, das Ding muss ich wahrscheinlich hochziehen. Benutzen. So, ja, und jetzt bin ich zum This Geist, oder was? feels weird. Jetzt bin ich zum Geist, oder wie verstehe ich das? War jetzt das wieder? Der Gregor, Dankeschön für den Zwickel. Pussybärli. Und jetzt? Aber ich schau doch gar nicht aus wie Geist. Und dann, der verliert seinen Kopf. Ah ja, ich habe so ein... Ah. Achtung, F10. Wer eskaliert denn da schon wieder? Cyrex Sepp. Hey Bürger, kennst mich noch? Ich bin wieder am Start. Hey, blöde Frage. Welches Auto hast du? Ein gestungen Fiat. Aber mit euch jetzt dann ein 6er BMW. Cyrex! Please. Was bei dir nicht das erste Mal ist, beschwer ich mich nicht. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal.
Merci. Bitte. Danke. Bitte hört's auf mit den fetten Beträgen, weil die Leute im Chat schon wieder schmerzen. Bitte. Okay? Get some help. Please. Please. Vielleicht wird's dann weniger, wenn ich mal weniger jammert. Ja, Motzog. Cyrex, merci! Achtung, Tröte! So! Wo waren wir? Ich weiß nicht. Da waren wir. F10! Press F10 für Respekt! So, wieder zurück. Oh, das ist aber schon laut. So, was haben wir da alles? Wo bin ich? Ah, ich bin ein Geist, okay. Was haben wir da? Betrunkener Geist. I better leave him alone. I better leave him alone. Was haben wir da? What was that? Was war das? Dann macht der Tier wieder zu, oder was? Okay, ich sag's euch, wie es ist, da erinnert ihr mich an nichts mehr. Null. Da ist jetzt endgültig. Nein, nicht schon wieder aufs Schiff. Da ist jetzt endgültig Ende. Der Hund schaut verdächtig aus. Mit den Piraten, da darf ich offensichtlich nicht schmerzen, weil die, wenn wir sehen, dann gehe offensichtlich. Geisterhund. Untersuche den Geisterhund. Dann lasst Mali aber in Ruhe. Okay. Kann man da aufgehen? Nö. Tür? Die kann man aufmachen. Warum kann man die aufmachen? Das weiß ich nicht. Halle Jack! Halle Jack! LeChuck! Sie sind des Todes! Brr, what be that noise? Must be the wind. Das ist sehr markant, was da hingeht zu Schlüssel. Nimm Schlüssel. Brr, what be that noise? You'd better fear. Den kriegen wir irgendwie anders. Den kriegen wir irgendwie anders. Da gehen wir jetzt oben. Tut mir schon fast ein bisschen leid für den Cyrex, dass ich nicht eskaliere. Ja, haben wir schon soweit. Dass ich da sitze mit einem schlechten Gewissen. Hört jetzt auf damit. So. Flashback Time! So. Was haben wir da? Geh zu schlafender Geistercrew. He looks sound asleep. Schläft tief und fest. Die haben alle so einen Krug in der Hand, der ist sehr markant. Hey, Crossbot! Der Bücher stellt 2-0 dazu vor, dann passt das für uns. Ja, passt. Der Crossbot. Ja. Was denn? Da rennt der kopflose Kickerl umeinander. Den hat's im Original nicht gegeben. Den kopflosen Kickerl hat's im Original nicht gegeben. Da geh ich nochmal auf die Seiten. Den hat's nicht gegeben. Und das soll ein fucking sein. Das schaut für mich da eher aus wie ein Hund. Was war denn das? Bock, 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 bock. So, wo? Geisterhuhn. Geh zu Geisterhuhn Feder. It's a feather from a ghost chicken. Na, die kann man garantiert nehmen, wenn's so einzeln da liegt. Ja, ist schon meins. Vielleicht kann man ja das Geisterhuhn auch nehmen. Nimm Geisterhuhn. Na, das geht nicht. Okay. Da ist eine Luke. Was haben wir da rechts? Also da geht's im Bonobi. Leuchtende Kiste. Ja, dann öffne doch mal diese Kiste. Ach, da ist die Wurzel schon drin. It's nailed, chained, bolted, roped, glued and welded together. Die ist vernagelt, eingewickelt, versiegelt, verklebt. Was soll ich dann damit? Na gut, dann gehen wir erst mal da so. It's locked tight. Must be something important down there. Ah. Schlüssel. So, wie kriegen wir den Schlüssel? Was ich übrigens sau lustig gemacht finde, ist, dass wenn das Schweindel ist, dass er dann so einen Brocker in sich hat und hinten, ja, weißt du schon. Zeigt mir das da auch? Ja, zeigt mir da auch. Das ist echt... Ah, es ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, wir brauchen den Schlüssel. Außer mit der Sprache, wie kriegen wir den Schlüssel?
Frag mich nicht warum. Frag mich nicht warum. Aber seine can't find a ticklish spot on his body. Füße stehen doch da meilenweit außer. Auffälliger geht's ja wohl nicht. Schlafende Geistercrew. Auffälliger geht's ja wohl wirklich nicht. Ha, schau hin! Jetzt kann ich die... I can't get it away from him. Da muss ich verstehen. Ja. Ich frage mich nicht warum, aber das ist so offensichtlich. Ja, das ist so offensichtlich. Aber was ist das? Krug mit Krog. Was ich mit dem tue, weiß ich nicht. Herr Bernhard, vergesst über den Zwickel 21. Haben Hühner eigentlich Knierscheiben? haben Hähner Knierscheiben? Weiß ich nicht. Haben wir Bauern da? Haben die? Vielleicht hast du was Magnetisches. Herr Dex, das war aber nicht zu offensichtlich. Es war auch schon wieder zu offensichtlich. Herzlichen Dank für den Tipp. Wie sollst du denn da draufkommen, sag? Wie sollst du denn da früher draufkommen, dass du, also vorausgesetzt, es stimmt, keine Ahnung, benutze Kompass, Schlüssel. Offensichtlich. Wie sollst du denn da draufkommen, ohne dass du einfach ein jedes Objekt mit jedem Objekt ausprobierst, bis es geht. Da wirst du wahnsinnig. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Das ging schnell. Herr Dex, vergeht's gut, ne? Nee. Dann gehen wir gleich mal wieder da oben. Für was, dass wir allerdings sein Krog da haben, das weiß ich nicht, vielleicht können wir da mit den Piratenbestecher oder irgend sowas. So, da geht jetzt garantiert mit dem Schlüssel die Kluken auf da. Jawohl. Dann gehen wir oben und haben Dratzen da. Dratzen! Was ist das da? Frittierfett. Was zur Hölle? Warum frittiert? Warum haben Geister frittiert? Seht ihr gerade nicht? Da ist ein Bottich mit Frittierfett. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. Geh zu, was haben wir da? Ratte. Ja, untersuchen wir die Ratte. Die ist auch so markant da. That's the biggest ghost rat I've ever seen. Wie hatten die früher ausgeschaut? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. I'm not going near that monster rat. Yikes. I hate rats. Was tust du jetzt mit der? Ich muss sie doch auch mit irgendwas verjungen. Gib ihr ein Pfefferminz. Das war nicht geben. Wo ist denn geben? Schieben. Na, gib Pfefferminz. Ratte. Ich glaube nicht, dass sie das will. Okay. Irgendwas magst du schon. Ich weiß nicht was, aber sie mag schon irgendwas. Da, saufen wir. Den haben wir doch. Den haben wir gerade. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Gib. Krog, sauf. Wieso sagt er da gar nichts? Hat das jetzt funktioniert oder? I'll just pour it in this dish. Easy. Hä? Easy. Was ich aber Mitgliedschaft übersehen. So geht's fein nicht, gell? So geht's nicht. Wer war das? Der Aschenbrenner. Herr Aschenbrenner. Sie kriegen die Töte des Todes. So. Das war so ziemlich das geistig Behindertste, was ich seit langem gemacht habe. Alle in den Chat, Herr Aschenbrenner. Merci für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Vielen Dank, Brudi. Bussi aufs Nuss. Fortsetzen! Dankeschön, Alter. Dankeschön, Alter! So, der Ratz ist hier, oder was? Bist jetzt am Krog gestorben. Der Bernhard, merci dir. Haben Ratten Knierscheiben? Hast du Knierscheiben? Keine Ahnung. Also, wenn ich hab, dann haben die Ratzen auch. Ich hab tatsächlich Ratzen gehabt. Frittierfett. Ein Fass mit Frittierfett. Was du jetzt mit dem? Nimm. It's all over my hands. Es klebt. Oh, wir haben was gekriegt, oder? Haben wir was gekriegt? Ja! Untersuche Fettklumpen. I can't pick that up. Das kann ich nicht nehmen. Das ist nicht nehmen, das ist untersuchen. It's all over my hands. Ja, und jetzt halt. Irgendjemand hat vorher geschrieben, die Tier knarzt. Ich sag dir was, dann schmieren wir das Frittierfett um mich. Oder? Möchtest du wetten? Benutzen, Fettklumpen. This should stop it from squeaking. Das sollte die Quitscherei beenden. Aber natürlich. Und wir haben einen neuen Schauplatz. F10 for Respect.
Der Sound von früher war... Der Sound früher war für den Arsch. Sagen wir es, wie es ist. Okay? Sagen wir es, wie es ist. Zu den Zeiten hat es nicht einmal Sprachausgaben gegeben, weil es technisch nicht möglich war. So, wo haben wir eigentlich? Geisterwerkzeug. They're glowing ghost tools. Ghost Tools. Was haben wir da? Geh zu He's Geisterwoche. asleep. Der schluft. Hey, I bet the governor's in there. Die Gouverneurin ist da drin. Das war... Warte mal. Vielleicht kann man da so Geisterwerkzeug nehmen. Oh, good. More inventory. Mehr fürs Inventar. Was haben wir da jetzt? Geisterwerkzeug. Was der wir mit dem? Das hauen wir ja mit Summe oder was weiß ich, was wir tun damit? I don't want to wake him up unless I have some of that anti-ghost potion to defend myself with. Dann machen wir die Kisten auf, natürlich. Was tat man denn sonst damit? Selbstverständlich, wir brauchen ja das Spray da drin. Beziehungsweise die Wurzel, wo dann sie das Spray draus machen. Benutzen Sie bitte die Geisterwerkzeuge mit der Leuchtendecke. Ja, bitte. Ja, bitte. Snap, crack, clank. Waren offensichtlich 5 kleine Mexikaner drin. Untersuche. Ich schnapp mir die Wurzel und zieh wieder los. Der hat dann einen Abflug. Das ist schnell gegangen. Ohne eine Tipps war er nicht so schnell. Niemals. Wir sollten auf den Scheiß kommen. Und das mit den Haxen da, die haben so... Haben die auch bei F10 eigentlich auch so auffällig? Die haben wir noch mal oben. Ja, die haben auch früher schon so auffällig gewesen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geistige Eingebung. Zurück zu den Kannibalen! Die machen mir jetzt dieses Geisterspray. Und dann kann ich einen LeChuck zerstören. Und dann gehen wir wieder oben in seine Kabine und dann macht man kaputt. A long walk, a brief row and a short hike later. Oh, habe ich die Wurzel im Inventar? Gute Frage, aber ich hoffe. I got the root. Ja. Wow. Ups. Look, he's not kidding. He's not Here kidding. it is. He's not such a wimp after all. Come on, let's go make the brew of the fermented root. Wait here. We'll be right back. Ich schmatz mir jetzt wirklich mit dem dreiköpfigen Affen, Alter. Ich krieg einen Affen. Schau dir an. Nette Affe. Ich habe die Wurzel. Ich bin tatsächlich kein Feigling. Wenn ich dich ausstopfe, mache ich ein Vermögen. Na, den der wir nicht ausstopfen. Nette Affe. Nice monkey. Nice monkey. Jetzt tanzt du wieder weg. Press F10 for respect. There it is. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious with a little vanilla ice cream. Good luck. Thanks. Das heißt, wir können jetzt wieder da oben gehen. Wir haben das Spray jetzt da gekriegt. Okay. After some more furious paddling. Gut, dass sie das gemacht haben. Oh. You scared me half to death. Ziemlich schlechtes Wetter heute, nicht? Schmecke mein Malzbier, böser Geist. Was ist mit dem Schiff passiert? Have a taste of root beer, you evil spirit. Wait! If it's ghosts you're after, I can tell you where the others are. Sag mir, wo das Tell me Geisterschiff where the ist. ghost ship is. Andy, vergesst wieder Zwickel. Ich bin promise not vom to hurt dritten me. nur am fetzen Biss. Und die erinnern mich ja nicht mehr gescheit. Sag ich dir, was ist. Vielleicht spielen wir irgendwann einmal Teil 2 und auch Teil 3, aber nicht direkt nacheinander. Ich gebe zu, ich glaube, dass das zum Zuschauen für viele Nostalgieflash 9000 bis vor der Sommerpause wären wir nicht fertig und mit noch einem Monkey Island und dann ist auch wieder Zeit genug, ja. Das heben wir uns für irgendwelche Löcher auf, da wo wir nicht wissen, was wir da sind, dann packen wir irgendwann mit Monkey Island 2 und 3 aus. Und das 4er kehren wir generell unter den Teppich. Ist es okay?
Ich lüge nicht, wenn ich nicht verspreche, dich zu schonen. I won't not promise to avoid refraining from harming you. What? Ziemlich schlechtes Wetter, schmeckt ein Malzbier. Was mit dem Schiff passiert? If I tell you, will you promise not to hurt me? Ah, okay. Okay, I promise. Okay. They all left for the wedding. LeChuck möcht's heiraten! What wedding? LeChuck is marrying the governor of Melee Island. Hey Chuck, du bist des Todes! But how will they... Where's the wedding? There's a lovely church on Melee Island. They're headed there. Natürlich, für das Wort Kirche da. no. Natürlich. Warum bist du bei Monkey Island? Also, weil wir gerade auf Monkey Island sind. Warum bist Why du are noch you hier? still here? My head fell into the lava there, and I had to chase after it. Für das When schaut I aber came gut back, aus. they had gone. Shame, too. I hate to miss the wedding. I've got to go after them. Muss sofort, los! I've got to stop that wedding. Ab nach Hause in die Kirche! Bye! Oh, Bob! What are you doing here? ach, ist das sein Spiel? Wie I missed the boat to gut! the wedding. Oh, hab ich auch nicht mehr gewusst. Hey! No problem! Das ist sein Kumpel. We can take mine! Let's go! Jetzt nehmen wir quasi Okay, den Geist mit. Hey, das ist aber nicht so, finde ich, weiß ich nicht. Du hast ein Schiff? Nimmst du mich nach Melee Island mit? Ja, bitteschön. Wie bist du ohne Kopf hier reingekommen? Will you take me to Melee Island? I'll lend you my ship if you promise to rescue me with it. Okay. Well, let's go! Ja, aber das ist doch... Teil 4! That certainly was easier than the trip to Ja, Monkey Island. das ist schnell gemacht. I Ja, wonder jetzt where eigen- Toothrot's gone to now. Now I'll have to stop the wedding by myself. Das ist aber schnell gegangen jetzt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir wieder auf unser Schiff kommen. Hey, mal ganz ehrlich. Stimmt. Der Text schreibt, stimmt, der Geibel hat in der letzten Folge sein Schiff mit einem Turmstor versenkt. Das stimmt. Das stimmt ja. Aber das hätten wir auslassen können. Dann wären wir wahrscheinlich mit unserem eigenen Schiff hergesegelt. Das heißt, es hat damals schon alternative Storywege gegeben. Ja? Wenn du das gleich zusammen, das Katapult zweimal nach rechts dreht hättest und jetzt einen Stor hinter geschossen, da war interessant gewesen. Ich meine, das weiß man vorher ja nicht, beim ersten Mal zumindest. Ob man dann auch erst einmal das Schiff versenkt hätte. Das hätte mich interessiert. So, jetzt müssen wir in Kirche, die kann nicht weit sein. Was ist denn jetzt? Yikes. Hey! Wait a second! Interesse an etwas Could I Malzbier! interest you in some root beer, sir? Jetzt auf mit dem Spray. Root beer? Oh boy! I love root beer! Würde das. Cool. Sehr schön. Also das Sabit offensichtlich. Geister, da gehen wir unseren Programmer-Trick. Mach. Und hinter, da gehen wir hinter mich. Den lässt man leben. Grimmiges Gespenst. Achtung, F10. For the respect paying. Der hat da auch schon ein Sabe im Kopf gehabt. Schon. Noch ein bisschen drum Gürtel schnallen. Ha! Schnallen! Gehen wir weiter. Dahinter geht's zur Kirche. Endlich wieder daheim. Die Location, die... Jetzt bin ich... If there be any man with reason that these Die Stimme, two people should not be united in blissful matrimony, let him speak now, or forever hold his peace. Herr Usus schreibt, wie keiner da ist. Doch, da! Das kann da holen, wenn die Piraten vorbeikaufen. Ah, ist so gut. Es ist so gut.
Der Gatte ist kein Gentleman. Hey! Was ist jetzt? Ich ward's langsam. Oh, F10. F10! Hey, du! Boah, muss ich jetzt einen Schwertkampf ausführen? Nein, er kriegt jetzt einen Batzen Malzbier ins Gesicht. Da fällt mir ein, ich muss dringend zum Zahnarzt. Ist das so schön. Bitte töte mich nicht. Nimm dies, du geistloses Gesocks. Ich bin gekommen, Gouverneurin Marley zu retten. Was für Gouverneurin Marley, oder wer zum... Ja, ich muss dringend zum Zahnarzt. I've just remembered an appointment at the dentist. You'll need one when I'm through with you. Ist das... Governor! Governor! Governor? Hey! What's going on? Oh, Guybrush, you mad fool! I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. Unfortunately, your arrival has made it necessary for me to tip my hand early. How? Who? Wie konntest du entkommen? Wenn du hier bist, wer steckt im Brautkleid? Ich denke, du heiratest, LeJack. If you're here, then Jetzt bin ich aber that in the gespannt. dress? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich krieg einen kompletten Schlaganfall. What? Oh, don't scare them! They have my ghost-zapping root beer bottle! Oh, I'll get it! Oops. Nice going, Guybrush. Now I've got to chase them down to get my voodoo root beer back. But... Hey! You dared come here and confront me? I can't believe your audacity. Ich kann... Was? Ich kann deine Dummheit nicht glauben. Da fällt mir ein, ich muss dringend zum Zahnarzt. Bitte töte mich nicht. Nimm dies, du geistloses Gesocks. Ich muss die Heirat aufhalten. Nimm dies, du geistloses Gesocks. Take this, you vaporous voodoo vermin! Jetzt auf mit dem Spray! You'll never menace decent, tangible pirates again, you billowing bag of something that begins with B. Now, hold on a minute there, friend. I was only kidding, you know. We can settle this like gentlemen. Oh no! It's jammed! Nein! Must be pocket lint. Oh. Say now, let's not be hasty. Ah! Oh, aber voll die Quadratbockfuchsen gehen! Achtung, aufpassen, wo das Ding hinfliegt. Das fliegt irgendwo... Was passiert denn da? Kickt er nicht auf der Insel durch die Weltgeschichte, sehe ich das richtig? Für dies ist also der Kronkautomat da. Good to see you, son. Jetzt kommt die auch wieder. How's the ship? If you're interested in trading up, I can give you a fair price for it. Howdy, partner. You know, just by looking at you, I can tell you're a man of the world. A man with an eye for quality. A man who knows a good bargain Achtung, when F10. Schauen wir uns mal ein bisschen was in F10 an. Lasst er mir jetzt in... Lasst er mir jetzt in... Was ist denn jetzt? Malzbier. Ja, nimm... Kann ich jetzt wieder was da, oder was? Na! Nimm Malzbier! Benutze Malzbier mit LeJack! Andere Option sehe ich doch nicht! Was ist jetzt? Luftansicht. Kaboom.
F10. Oh. Hey! Yikes! Don't sneak up on me like that. Oh, wenn diesmal nicht da abspannen wird. That's okay. Ah, wenn diese... Oh! Achtung, F10 vor den Flashbacks. Obnoxious, slithery, creepy, crawly sort of... So hat's früher ausgeschaut. Sure looks nice exploding against the night sky. Yes, it's very romantic. Can I buy you a root beer? Sure. Actually, I'm a bit sick of root beer. Actually, I'm a bit sick of root beer. While I was in the machine over at Stan's... Oh, gosh. I hope Stan's okay. I wish my crew could have seen this. You know, I can't shake the feeling that Guybrush was somehow responsible for that big rock sinking the ship. Yeah. As soon as we Möglicherweise. find a way off this island, we're gonna have ourselves a little chat with Mr. Threepwood. Let's get out of this hut first. Yeah, at least I learned something from all this. What's that? Schmusen ist jetzt zu einer Zeit, aber jetzt zahlen nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Es ist nicht die Größe des Schiffs. Wie ich mit Ärger, Enttäuschungen und beißendem Zynismus fertig werde. Zahlen nie mehr als 50 Mark für ein Never pay more Computerspiel. than $20 for a computer game. A what? I don't know. Not sure why I said that. Ja, der Satz überkam mich einfach. Ah, es ist so ein gutes Spiel. Internally developed by Project Lead Craig Derrick, David Nottingham, Christina Academia, bla. Ich will Applaus sehen. Applaus für uns und wenn nicht das beste Adventure jemals. Sehr, sehr schön. Aber Schmusen hätten schon kennen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, was nehmen wir jetzt allerdings noch? Weiß ich nicht. Ich sag euch was. Heute wird früher aufgehört. Das ist mir das Erste. Aber! Mittlerweile weiß ich, wann ich wahrscheinlich Urlaub hab. Nämlich die ersten 3,5 Augustwochen. Also quasi eigentlich den ganzen August fast. Und fast schon ein bisschen früher. Darum weiß ich, wann die Sommerpause angeht. Das Erste. Können wir uns noch drüber unterhalten. Ansonsten... Dann schauen wir uns so das Donau-TV-Video, wenn ihr es sehen möchtet, wer es nicht gesehen hat. Das können wir mal noch laufen lassen, glaube ich. Da haben sie hoffentlich nichts dagegen. Die Donau-TV-Leute. Jo. Der Easy Pyro schreibt, wann kommt How to Pulled Pork Brisket? Weiß ich noch nicht. Wenn die Zeit dafür reif ist. Ich glaube, dieses Jahr nicht mehr im Sommer. Wenn, dann direkt nach der Sommerpause. Ja. Dann müssen wir uns irgendwas überlegen, was zur Hölle, dass wir jetzt noch spielen. Aber da reden wir jetzt gleich drüber. So, wenn ihr ein Feedback abgeben müsstet zu Monkey Island 1, dann ist es natürlich sehr nostalgiegetrieben. Sehr sogar. Ihr erinnert mich an viel, aber am Schluss aussehen ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja. Manche Sachen haben nicht, und das habe ich früher an Adventures dann irgendwann nicht mehr mengen. Die Lösungswege sind so absurd, dass das einfach nur Try and Error ist. Ja? Jetzt 30 Jahre später ist man so manche Spielmechanik gewohnt und es ist relativ oft einfach außer zum sehen, was zum Tor ist. Aber damals denke ich mir oft so, Alter, wie sollst du denn da draufkommen? Kompass, Schlüssel. Fast Jacke! Oder Fast Jack 1986, merci dir. Für Krügerhell. Lieber für den Gustl. So!
Also das für so ein Adventure. Du musst mir, für so ein Adventure, was relativ easy zu machen ist, glaube ich, so viele Leute da beteiligt sind, dann haut's dir vielleicht schon ein wenig am Vogel aus, wenn du überlegst, dass Hellblade 13 Leute gemacht haben. Ah, what time was this? What time to be alive? Das ist jetzt noch nicht durch, oder? Ich fang das einfach von vorne an. Ich komm da aber auch nicht raus, Alter. So, jetzt der Song dazu. Pay the respect, das muss durchlaufen. Pay the respect, Alter. Du Gold die 4, gibt extra Boni. Ich glaube auch, ja. Kommt da, weiß man das, ob's da noch so nach dem Abspann was kommt und so? Sprenge schreibt, naja, Credits heutzutage bestehen zu 10% aus Entwicklerteam und 90% aus Management und Marketingpersonal. Ja, stimmt, ja, teilweise. Grüß aus Salzburg. Herr Schinnerge, grüß zurück. Landau ist extrem gefährlich mit Corona. Absoluter Blödsinn. Weiß nicht, wer das erzählt hat, aber Blödsinn. Spiel mir Hunter Call of the Wild. Sollen wir das mal einmal noch vor der Sommerpause raushauen? Dass wir lauter Durchrennen anspähen. Also jeden Mika irgendwas anderes. Also irgendwas anderes. Weißt du, was ich momentan gerade suchtelt hat? Path of Exile. Holy shit, hat's mir das Spiel da, Alter. Einen in Chat für einen Cooking Simulator. Pro-Gamer schauen einen Abspann. Da der rechte YouTuber. Pro-Gamer schauen einen Abspann. Und kennen ihn noch auswendig. So. Ja. Während der Abspann läuft, gönn ich mir meine Feenpisse. Was ist eine Feenpisse, oder? Was ist das? Was ist eine Feenpisse? Waldmeistergetränk. Der Hansi Bürgerfeen aus Eicherdorf. Schöne Grüße zurück. Da wohnt meine Ex-Freundin. Na, machen wir erst Hellblade und Half-Life noch fertig. Half-Life wird vor der Sommerpause nicht mehr fertig. Da erinnert hat's gefühlt 30 Grad. Obwohl es draußen nicht mal schön ist. Da hupfe ich nicht mit der VR-Brille umeinander und schwitzt das Teil voll von oben bis unten. Das der wir nicht. Das der wir nicht. Capri-Sonne Fairy Drink. Feenpisse klingt wie der schwule Freund vom Löschzwerg. Ja, das stimmt. Jetzt sag ich, wie lange hatten die Credits, Alter? Das war vor 30 Jahren. Mir jetzt gewundert, wenn da mehrere 3 Leute gearbeitet hätten. Fixletten. Kingdom Come Deliverance wäre doch auch mal was. Das stimmt ja, das habe ich aber privat durchgespielt. Und zwar von vorn bis hinten. Das werden wir nicht mehr anschauen. Wer war das jetzt wieder? Hansel, 3,50. Merci dir. Jetzt habe ich wirklich alles versäumt. Wieso denn? Ja, dann lass dich zurücklaufen. Da schaust das Video, wenn der Stream gut ist. Ja, das ist schlimm. Spiel bitte Far Cry 5, das ist geil. Kommt noch einmal bevor der Ding, das spielen wir schon noch mehr Runden, wenn ich nicht weiß, was mit deren TF3 war jetzt gut. Snooze Benny, was meinst du mit TF3? Was ist TF3? Alter, wie kommst du denn auf Alien Trilogy? Alter! Herr Rotkopf-Steff, Tarkov klang ich nie wieder an. Sag ich dir, was ist? Das ist das beste Shooter- und Spielprinzip verpackt in dem schlechtesten Shooter-Mechanik-Spiel, das ich jemals spielen habe müssen. Krieg ich's kotzen. Ach, Transportfieber. Ja, vielleicht noch irgendein Transportfieber. Warum eigentlich nicht? Witcher 3 habe ich auch privat durchgesucht, das ist nix. Da können wir uns jetzt auch noch kurz unterhalten, was wir noch ein bisschen ausprobieren können. Werden wir schon sehen. Mr. Let's Play Epic, spiel Control oder Detroit Become Human. Oh, dann bist du noch nicht recht lang dabei, weil Detroit Become Human haben wir vor 4 Wochen durchgespielt. Findest du alles in meinem Kanal? Personal Thanks, Carolyn Borman, Max Borman. Bla bla bla. Der Steigerfan, habe dir zurück und vergesst für den Zwickel. Bussi aufs Baui. Der Bastjo schreibt, ein Pro-Gamer VR-Brühen ist erst, wenn es mindestens 3 Liter Pro-Gamer-Schweiß gescheit durchsaftelt ist. Geil. Rinnt mir das richtig schön in der Fotzen zusammen. Ein Mädwaschkaiser, so Bürger Statement mit dem Meister 77 war echt schön und wir werden auch weiter Kontakt haben, aber gefunkt hat es leider nicht ganz. Hashtag Bürgership. Aber der Wille war da.
Der Willi war da und wenn ihr euch versteht, ist doch eine tolle Sache, oder? Muss ich nicht über hier Zipfi. Hat er nicht gesagt. Alter, was... Wie lange dauern denn die Credits? Möchtest du mich trollen, Alter? Rotkopf-Steff schreibt nochmal, okay, schon, ich finde gerade Tarkov, ich finde es schon geil gemacht. Ja, das Schlimme ist ja das Spielprinzip mit dem Looten, Escapen und dem ganzen Scheiß, das ist so gut gemacht, aber ich finde das Gameplay des Shooters an und sich und das Gunplay und das Trefferfeedback und das alles so schlecht, dass ich einfach kotzen muss. Und das ist mir nicht wert. Guybrush Threepwood will return. Wenn das einmal eine klare Ansage ist. Jawohl, ey! Schönes Spiel. Press F for Respect für Monkey Island und für den Guybrush. Jetzt ist hier Folgendes. Machen wir erst einmal... Mach hier erst einmal ein bisschen leiser. Heute wird nichts mehr gespielt, sage ich gleich schon. Wir unterhalten uns jetzt ein wenig. Ist das ein Deal? Unterhalten wir uns ein wenig. Das kriegen wir hin. Also, jetzt wird erst mal aufgeklärt. Ja? Achtung. Du musst jetzt kurz einen Ton aus meinem Hintergrundton. Und zwar Folgendes. Die Sommerpause steht ins Haus. Und wie es bei vielen anderen wahrscheinlich auch ist, ich arbeite das ganze Jahr nur für diese 3 bzw. 4 Wochen, um dann wirklich einen Reset einzuhauen. Nichts tun. Versuche, von dem Kasten ein bisschen wegzukommen, was meistens nie hinhaut, weil es weder dann Kacke ist oder was weiß ich. Ein Buch lesen, egal was. Das Witcher-Bücher, das ich vor 2 Jahren schon lesen wollte und bloß um bis zur Hälfte gekommen bin, wenn überhaupt. Irgend sowas. Folgendermaßen schaut das aus. Ich habe wahrscheinlich Ende Juli und dann fast den ganzen August Urlaub. Das bedeutet, die Sommerpause wird exakt den ganzen August dauern. Ja? Keine Sorge, Donau TV schauen wir uns gleich noch an, den Beitrag. Können wir dann schon laufen lassen. Folge dessen, sage ich jetzt einfach mal, wenn sich noch was ändert, sage ich es euch. Letzter Stream für diese Saison. 29. Juli, Mittwoch. Ja? Da werden wir einen Plätschmerz einhauen. Der wird dann wahrscheinlich nicht bis um 10 Uhr gehen, weil ich da mit Sicherheit schon Urlaub habe. Und das quasi meine letzte notgedrungene Aktion ist, die ich noch durchziehen muss. Und dann kann ich schnaufen. Und dann ist vorbei. Ja, es kommen keine Videos, ich werde auch nichts planen, ich werde nichts machen, es gibt keine Streams, ich werde nichts in der Arbeit machen, so gut wie das geht. Passt. So. 29. Juli, letzter Stream für diese Saison. Erster Stream ist dann wahrscheinlich der 31. August. Ja? Sprich, ich bin im Prinzip den ganzen August nicht da. Herr Meadows-Kaiser, machen wir nichts Wichtiges, die nächsten 2 Minuten, ich muss schnell... ich mach sowieso nichts wichtig. Also, ja, ich mache dazu aber auch kurz das 2-Minuten-Video, dass es so viel wie möglich Leute sehen. Das sage ich es dann auch in einem Video noch kurz. Das Video werde ich machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wahrscheinlich am Sonntag, am 26. hau ich es aus, damit die Leute wissen, so jetzt haben noch 2 Streams, dann ist Sommerpause und wenn ich dann wieder komme, an dem Sonntag am 30. August mache ich wieder ein kleines 2-Minuten-Video, wo ich dann sage so, hey, bin wieder da, wir spielen das, mit dem wir das oder was auch immer. So viel dazu. Magst du nicht am 4.8. streamen, da habe ich Geburtstag? Nein. Nein, mach ich nicht. Da habe ich fucking Urlaub. Und da beantworte ich auch keine Nachrichten auf Facebook oder auf Instagram beantworte ich sowieso so gut wie nie, weil ich da einen Schlaganfall kriege, weil es da nicht mehr normal ist, wie viele Leute, also ich mag bei Facebook schreiben viele Leute, aber auf Instagram markiert mich gefühlt jeder 2 Minuten irgendein Band irgendwas und schreibt dann was.
Und dann, ja, so wird das ausschauen. Was wir mir dann nach der Sommerpause spielen, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Es sind ein paar Releases während der Sommerpause, das weiß ich. Wir werden dann natürlich sofort Cyberpunk spielen, wenn es denn kommt, aber da ist im November. Das heißt, müssen wir im September und Oktober irgendwie durchbringen. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass Visage bis dahin fertig ist. Ich werde mir da dann auf alle Fälle Gedanken machen, ja? Weil in der letzten Woche, wir sollen sagen, Sommerpause, oder in den letzten Tag fange ich dann schon an, dann das Video zu machen, dass ich wieder da bin, und dann überlege ich mir, was die ersten 2, 3 Spiele, wo wir spielen. Es steht Dark Souls aus, es steht, was weiß ich, was es aussteht. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und seid nicht traurig, dass ich mal 4 Wochen nicht da bin. Bin auch bloß ein Mensch, brauche auch einen Urlaub. Ja? Auch das hier ist auf Dauer mental belastend. Ja? Wenn du immer da sein musst, immer machen musst, immer abliefern musst. Es muss einfach mal der Shutdown sein. Es muss einfach mal der Reset-Knopf gedrückt werden. Passt. So. Urlaub sponsert bei Raid Shadow Legends? Nein. Den habe ich abgesagt. Da ist echt um viel Geld gegangen. Dann haben sie mir nur ein höheres Angebot gesagt und hab wieder abgesagt, beziehungsweise ich hab gar nicht zurückgeschrieben. Mit Schokosauce und Sahne, jawohl. So, ich glaube 4 Wochen zum Tinnitus auskurieren reicht nicht. 4 Wochen. Jetzt sind es 12. So, halt, stopp! Dann haben wir aber noch nicht fertig. Was spielen wir am Montag? Am Montag geht's weiter mit Hellblade. Irgendjemand hat zu mir gesagt, wahrscheinlich brauchen wir noch so 4 Stunden plus minus, keine Ahnung, mit Hellblade. Also ich weiß nicht, ob wir am Montag fertig werden können damit. Weiß ich nicht. Parallel dazu, was spielen wir da? Wir probieren was probieren wir denn? Vielleicht probieren wir einmal Call of the Wild. Ja, ist super logisch. So. Das spielen wir einfach irgendwas. Ich habe auch ziemlich viele Stunden in das. Ja, es gibt so ein Fishing-Spiel, warte mal. Es gibt so ein Fishing-Spiel. Fishing Planet. Warte mal. Brudi, da habe ich 40 Stunden reingestopft. Was habe ich mir da denkt eigentlich? Weil der andere arbeitet eine Woche lang 40 Stunden, ich spiele Fishing Planet. Eine Woche lang. Warum? Warum? Herr Steff, am 7. August kommt Horizon Zero Dawn raus. Kann mir da nur wärmstens empfehlen, was für ein Stream. Wenn ich das einmal in meinem Urlaub und Sommerpause nicht privat durchspiele. Dann ja. Vielleicht spielen wir einmal noch mal ein bisschen Warzone. Wobei ich momentan mehr Valorant spiele. Vielleicht spielen wir auch das noch. Habe ich schon vor, aber mittlerweile bin ich so unmotiviert in dem Spiel, weil ich jetzt mal so schlecht bin, dass ich so krass lästig werde, dass ich fast jeden Tag auf die Nacht bin ich so kurz davor, dass ich es deinstalliere. Jeden Tag. Wir spielen jeden Tag auf die Nacht 2, 3 Spiele. Ich bin jedes Mal kotzeschlecht und lästig wie Scheiße. Dann denke ich mir, ich deinstalliere es, was ich dann so nicht tue an dem Abend. Und am nächsten Tag ist dann der Frust wieder weg und dann spiele ich wieder. Und ich bin wieder schlecht. Bin wieder schlecht wie Scheiße und bin nur lästig. Furchtbar. Avengers ist definitiv, ja, interessiert mich nämlich auch, Avengers. Horizon Zero Dawn ist auch eigentlich ein super Stream-Spiel, glaube ich. Da muss ich mir mal anschauen, wie lange das im Schnitt dauert, weil ich mag keine Spiele mehr spielen, da wo wir 40 Stunden reinbuttern. Wann soll man da jemals fertig sein damit? Das ist ja auch nichts. Skyrim habe ich privat so gesuchtelt, dass ich erstmal merci übrigens Leute an alle, die schon den ganzen Abend donaten wie die Behinderten. Vielen, vielen lieben Dank, seriously. Was haben wir noch? LOL spiele ich nie wieder. Ich habe ziemlich viel Spaß mit dem Auto-Chess-Dings TFT gehabt, aber da ist mittlerweile Season 3 und jeder Held hat so viele Skins und Dinge, dass ich mich nicht mehr auskenne, wer überhaupt wer ist. Da mag ich mich auch nicht mehr einfuchsen. Wie gesagt, ich spiele viel Path of Exile, das glaube ich ist aber für den Stream gar nichts. Außer vielleicht einmal es fängt gerade eine neue Season an und wir spielen von 0 weg.
Einmal 2 Stunden. Dann vielleicht, ja. Da wo ich das Spiel vielleicht ein bisschen erklären kann. Ich übersteuert brutal übrigens. Das liegt daran, dass ich gern so. Diesen hier. Kennst du den? Das ist ein guter. Das ist ein guter. Der regelt das. So. So, bisschen mit dem Übersteuern. Oh, ein bisschen runtergedreht. Fortnite spielen wir nicht. Wird nicht passieren. Der Surgeon Simulator und der Cooking Simulator kommt schon mal wieder irgendwann. Je öfter ihr mich fragt, desto länger dauert's. Und der Surgeon Simulator 2, wenn es ihn für VR gibt, ja. Ob der ohne VR genauso lustig ist, weiß ich nicht. So, Freunde der Sonne, ich werde mir da auf alle Fälle Gedanken drüber machen, was wir mir am Montag, Hellblade, Mittwoch, ich schaue mal in meine Steam-Bibliothek. Ja? Da schauen wir jetzt mal rein. So, jetzt wenn ich eine Vorschau von meinem Monitor sehe, dann darf ich es einblenden. Ja, aber ich glaube, dass man dann, ja gut, dann sieht man meinen Steam-Namen, dann ist es mir auch wurscht. Trachten-Let's Play! Merci für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe dritten müsste Trachten! Sepp! Na, Alter, na! Nein! Nein! Bitte, 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 Herz jetzt auf! Bitte! Please! For fuck's sake! Ich weiß schon, dass es 2 ist, aber gönn dir einen Kasten im Urlaub. Herr Löwe, das werde ich machen. Ja? Und auf die trinke ich mindestens die Hälfte davon. Und auf weiß-blaue Löwen, eigentlich schwarze Löwen, die andere Hälfte. Ist das in Ordnung? Merci, Alter, Bussi. Bussi! Ja, dann suchen wir uns auf alle Fälle natürlich ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Horrorspiele aus für Nachding, da ist dann wieder Herbst, Winter, dann passt das alles, gell? So! So! Jetzt habe ich noch was. Jetzt habe ich noch was. Und zwar, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Vor 2 Wochen war Niederbayern TV da, ehemalig Donau TV. Das dürfen bei uns eigentlich alle kennen. Ich weiß schon, keiner schaut's, aber Ding. Es ist ein kleiner Fernsehsender bei uns, lokaler Fernsehsender, der sich mittlerweile umbenannt hat zu Niederbayern TV. Die waren vor 2 Wochen da waren 2 junge Mädels da. Offenbar ist der Donau TV-Chef Fan. Grüße gehen raus. Das freut mich wirklich sehr. Er ist offensichtlich Fan von meiner Musik, von Weiß-Blaue Karos hauptsächlich. Und hat mir dann die 2 netten Mädels geschickt und die haben einen kleinen Beitrag über mich gemacht, so wie das halt fernsehtauglich machbar ist, ja. Und der ist gestern um 6 Uhr auf die Nacht, glaube ich, ist der gelaufen. Das habe ich so kurzfristig um 5:30, glaube ich, erfahren, dass ich da nicht mehr recht viel Posts machen kann und gar nichts und so weiter. Ich werd da nochmal nachfragen, ob ich das Ding zumindest auf Facebook laden kann, den Beitrag. Auf YouTube lade ich nicht, weil da hat sowas nichts verloren, finde ich. Ja. Und für euch jetzt, die das nicht gesehen haben, lasse ich das jetzt schnell laufen. Beitrag, glaube ich, dauert 3 Minuten 33. Felix! Merci! Nur eine Runde Farming Simulator. Nein! Herz halt bitte, das ist jetzt über ein Jahr her. Wir warten auf den neuen, den spielen wir, das ist versprochen. Den alten klang wir nicht mehr an, weil es mich nur noch nervt. Über ein Jahr, letztes Jahr im Juli haben wir angefangen. Mit dem scheiß Landwirtschaftssimulator. Bis heute ist jeder 3. verfickte Satz. Ich post auf Facebook. Ist ungelogen. Ich poste auf Facebook gestern um 5:30. Hey, Donau TV war da ist jetzt dann gleich der Beitrag, da ist der Stream. Punkt. Viel Spaß beim Schauen, schaut's rein, das war echt nett, vielen Dank für den Beitrag, bla bla bla. Erster Kommentar. Wann kommt ein Landwirtschaftssimulator? Und ich denke mir, Alter, halt dein Maul! Ich kann's nicht mehr hören! Ist das jetzt verstanden worden? Danke! So, kann man jetzt den Beitrag anschauen? Keine Ahnung. Ich meine, was soll denn das eigentlich? Hey, da, Fernsehbeitrag, geil, finde ich geil, ja, bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das regionale Fernsehen kommt. Macht einen Beitrag über mich. Aber kommt der Landi? Oh Gott! For fuck's sake! Jetzt schaut sich den Beitrag an! Fix!
Da, Monitoraufnahme, ich sag nicht. Und der ist wirklich 1:1. Das ist die Originalversion, habe ich so geschickt gekriegt. Es war zwar im Fernsehen noch eine Ansage da, wenn man das halt kennt. Ja, wir waren mal zu Besuch beim YouTuber, beim niederbayerischen YouTuber. Die meisten werden wahrscheinlich seinen Namen schon mal gehört haben da. Der Birger, bla 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 bla, kreativer Kopf, wir haben ihn besucht, bla bla bla. Das war im Prinzip. Hast du einen Apple-Dunst und... Nein, hab ich noch nicht. Nein. So, jetzt ist er Ruhe. Jetzt schaut euch das Ding an. Dauert 3 Minuten 33 und viel Spaß. Ja, so, los geht's. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Und heute ist mal wieder Zeit für Kruzifix. Ihr habt mir haufenweise Videos geschickt und irgendwie war da eins dabei, das ist immer und immer wieder gekommen. Dann habe ich so eine Zeit überlegt, bin ich wirklich schon so weit, dass ich Kinder absageln kann? Berliner Kinder probieren Gerichte aus Bayern. Unter anderem Leberspätzle, ein saures Lingerl, ein Obatzten oder wenn ich gerne nenne, einen angebatzten. Was haben wir dann noch dabei? Weißwürst natürlich, ein Schneeball und Blockmolz. Und das Blockmolz an der Stelle ist wieder der absolutäre Beweis, dass dieser Breißen-Video ist von Breißen für Breißen, weil ich noch keine alte Sau bei uns im Umkreis am Blockmolz fressen hab sehen. Also das Video haben bestimmt einige von euch schon gesehen oder zumindest davon gehört. Immerhin haben das auf YouTube bereits über 500.000 Leute angeschaut. Ich bin der Birger, ich bin YouTuber, Streamer, Musiker mag ich es eigentlich noch nicht nennen, ich bin 24 Jahre alt, habe Mediengestalter gelernt und für einen Online-Shop in meinem normalen Beruf. Mit dem Alter hat er ein wenig geschummelt, eigentlich ist er schon 34. Sein YouTube-Kanal gibt es seit 14 Jahren. Damals hat er aber noch nicht so ganz gewusst, was er mit dem jetzt überhaupt anstehen soll. Oder kann. Irgendwann habe ich dann einmal von den White Boys, sagt irgendjemand beim White Boys noch irgendwas? Gibt es die noch? Ich weiß nicht. So ein Bavarian Pulp Fiction Video gesehen, da wo sie es nachsynchronisiert haben. Ich war fast gestorben vor lauter Lachen. Und wenn ich das mag ich auch kennen, dann habe ich einfach mal gemacht. Und irgendwann 2011 hat dann eins von so Synchro-Videos, wo ich gemacht habe, Bavarian 300, das ist Weißbier, das Licht der Welt erblickt und das war mein erstes Video, das viral gegangen ist. Damals hat es den Begriff viral noch gar nicht gegeben. Und habe aber auch nicht umrissen, was sich da draus machen lässt. Dementsprechend ist ihm das Video unzählige Male geklaut worden und keiner weiß, dass das ursprünglich vom Birger ist. Ein paar Jahre später, 2014, ist ihm das gleiche mit einem anderen Video dann nochmal passiert. Habe wieder nicht umrissen, was ich damit machen lässt, dann habe wieder aufgehört und habe einfach, ja, wird schon passen, hier und da mal wieder ein Video gemacht und 2017 ist dann How to Leberkäse gekommen. Und das ist über Nacht wieder viral gegangen auf Facebook etc. Und dann habe ich mir gesagt, so jetzt legt der liebe Gott den Schlüssel des YouTuber-Daseins zum 3. Mal vor die Füße, jetzt mach endlich. Und dann bin ich hergegangen und habe eins nach dem anderen gemacht und da hat das dann einfach angefangen. Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse, ich habe nicht gewusst, wie groß das werden kann. So hat es angefangen. Seitdem hat er dann so viel Spaß an der ganzen Sache gefunden, dass er mittlerweile über 200 Videos auf seinen Kanal hochgeladen hat. Auch wenn es deswegen vielleicht so ausschaut, investiert der Birger nicht ganz die vollen 24 Stunden am Tag in seine Clips. Ich bin seit ich 4 Jahre alt bin der Zocksucht verfallen und damit meine ich nicht gambeln oder halt um Geld spielen, sondern halt einfach zocken auf Konsolen, auf PC. Das ist mit Abstand mein Haupthobby. Nein, und ansonsten Sandeln und nix da. So bescheuert, wie es sich anhört. Was er bei der Aufzählung aber vergessen hat, ist Musik. Auch wenn sie der Birger selber nicht als richtiger Musiker bezeichnen möchte, hat er trotzdem schon einige Songs auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Weißblaue Karos ist unter anderem einer der erfolgreichsten. Wenn ich mir ein Beutel bei dem Lied vorstellen muss, dann wenn ich mit 10 oder 20 Spätzchen auf der Bierbing umeinander springe und mit dem Maßkrug schmeiße. Das glaube ich beschreibt es am allerbesten. Blaue Karos. Immer am Bierglück zum Himmel hinauf. Bei uns ist Corona, hallo, aber wie trinken wir's aus? Auf Bett steigen wir, auf Bierbing und dann trinken wir drauf. Weil ist ja jeder von uns gleich ein Ding weiß oder ein bisschen blau. Schaut drückt das an mich hoch. Der Birger hat vor, dass er eventuell in Zukunft sein YouTuber-Dasein zum Hauptberuf erklärt und seine Arbeit mit dem Online-Shop nur noch so als Nebenjob weitermacht. So oder so wird er seinen Kanal auf der Videoplattform nur um einiges erweitern. Obwohl es manchmal tatsächlich so scheint, als hätte er keinen Bock mehr, keine Sorge, das ist alles nur eine Gaude. Ich schleiche mir jetzt davor, bis zum nächsten Mal, habe die Ehre. Unfassbar! Kann man sich geben, oder?
Ja, ich hab auch, also keine Ahnung, ich hab denen dann schon geschrieben, Alter, Respekt. Da müsst ihr nichts ändern, da ist alles völlig legit, was da drin ist, wunderbar. Ich glaube, das kann ich aber nicht beurteilen, ich meine, das beurteilt ihr dann, die sich das anschauen. Es ist kein Cringe drin, es ist einfach ein solider Beitrag. Ja? Easy as fine. Ich hab zwar da viel mehr Fragen beantwortet und so, da ist noch, was, ich weiß schon gar nicht, was mir jetzt gefragt hat und so. Was? So kann kennen die gar nicht. Normalerweise bist du lauter als die alte Jackseptic. Ja, mei. Und ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, wie alt das ich bin. Wie oft habe ich das in wie viele Videos habe ich das schon gesagt? Unterschwellig. Wann ich Geburtstag habe, auf was für einem Jahrgang das ich bin und so weiter. Weiß ich nicht, ja? Aber offensichtlich überschreiten Zahlen im 10er-Bereich die Skills der Community. Press C for Shame. So, Happy, du hast gleich sicher voll die Freude. Was? Happy, du hast gleich sicher voll die Freude mit mir, aber wann war der letzte Spender für ein Headset? Ich habe das überhaupt schon gezeigt? Habe ich das überhaupt schon gezeigt? Du kannst einen Spendenaufruf da stecken lassen, wo er hingehört. Moment! Habt ihr wahrscheinlich jetzt sogar das Abstecker gehört. Pass auf. Habe ein neues Headset. Also ein neues Gaming zum Zocken halt, ja, für mich privater Natur. Meistens, das ist ein SteelSeries Actis 9, Actis Sim. Nein, aber ein bisschen Style. Schnurlos. Viel leichter wie mein Logitech, mehr als. Viel angenehmer zum Tragen, viel weicher, viel leichter. Porno. Sponsort bei Stream. Sponsort bei euch. Merci. Und für 161 € hat es mir gekostet. Das weit bessere Headset als das Logitech Artemis, das ich gehabt habe. Ja? Scheiß auf LEDs und sonst irgendwas. So! Freunde der Sonne. Ja, haben wir es halt heute bloß bis um 9:30 ausgehalten. Ne? Da, Kampfdeal hat recht, irgendwas zwischen 6 und 46. Ich habe euch nie angelangt. Nie. Spiel Formel 1 2020, ich bin jetzt so der Formel 1 Fan. Überhaupt nicht. Was ist meine Meinung zu Montana Black? Schau nicht. Das Einzige bei Montana Black ist mir ein absolutes Rätsel, wie der 30.000 Zuschauer live haben kann. Das ist mir einfach ein Rätsel. That's all. Weil warum? Der ist nirgendwo sonderlich gut. Seine Real Talk-Sachen, ja, also es ist schön und gut, der hat viel durchgemacht, das ist okay. Das kann man ihm anrechnen, aber sonst kann der irgendwas, was andere nicht kennen, keine Ahnung. Gut, kann ich bei mir auch sagen. Aber ich konnte wenigstens die Leute zum Locher bringen. Oder bring nur einen der Montana Black zum Locher. Ich glaube nicht, keine Ahnung. Die Dame hat sich fest schockiert. Ja, kreislig waren es nicht. So viel dazu. Ja, beim Knossi kann ich aber wieder nachvollziehen, warum ein Knossi 50.000 Zuschauer hat. Ja, weil er einfach ein Blödidiot ist. Und weil seine Art von Unterhaltung einfach die Leute belustigt. Das ist einfach Twitch-RTL, wenn du mich fragst. Und da kommt er übrigens auch her von RTL, wenn ich mich nicht richtig erinnert. Ja, die Dinge sind, wie sie sind, da kann ich das nachvollziehen. Aber der Monte, ich check's nicht. Warum, Alter? Keine Ahnung. Warum ist der da? Also ich meine es ja nicht einmal besser, um Gottes Willen. Das heißt jetzt nicht so, oh, es kämen halt normalerweise wieder Monte-Fanboys, die irgendeine Scheiße lauern wollen. Ja, gönn halt, du gönnst keinem was. Das ist doch mir scheißegal, Alter. Ich versteh's halt bloß nicht. Also ich verstehe halt nicht, wie er da hingekommen ist. Monte ist auch RTL auf Twitch, echt? Also, Mr. Grey Fox, das ist mein erster für den Zirkel. Was? Da gibt's das Schwein, das Bursch. Scheiß Frontschweine. Da haben wir auch schon 100-mal drüber geredet. Ja. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Kann ich nachvollziehen. Beim Knossi kann ich es nachvollziehen, warum er da ist, wo er ist. Ja, weil sowas schon immer Scheiße zirkt einfach die Fliegen. Das ist einfach so. Schon immer. Wieso habe ich dann 1000 Zuschauer? Verdammt, wie hättest du mal das Mal gehalten. Das soll ja übrigens nicht heißen, dass ich ein besserer Streamer bin oder mein Programm ein besseres ist oder sonst was. Es ist einfach nur rein persönliche Meinung einfach, wenn ich drüber nachdenke, was tut der da, Alter? Aber das Ding immer bei anderen Leuten auch. Wie heißt denn noch da so Oma? Da war der Asmongold. Und der größte WoW-Streamer, den es gibt. Wie ist der da hingekommen?
Mittlerweile kann ich es einigermaßen nachvollziehen, dass er das halten kann, weil er sich um 180 Grad geändert hat, wenn du mich fragst. Aber ansonsten habe ich mir den früher angeschaut und mir gedacht, Alter, warum? Wo ich mir dann aber zum Beispiel einen Dr. Disrespect anschaue oder einen Shroud anschaue, da wo du sofort weißt, warum. Weil der Dr. Disrespect der geborene Entertainer ist, ja. Eine Kunstfigur erschaffen, die einfach interessant und lustig zum Anschauen ist. Und beim Shroud, der ist einfach der Human Aimbot, ja, der kann halt einfach was. Der ist so unterhaltend wie ein Stein, aber er ist ein verdammter Pro-Gamer. Also er ist ein real Pro-Gamer. Die nächste Stufen von mir quasi. So, jetzt ist er Ruhe. Der Hand of Blood ist ein Entertainer, durch und durch. Was dieser Mann Arbeit in seine Videos steckt, ist völliger Irrsinn. Der ist völlig zurecht da, wo er ist. Da gibt es überhaupt keine Rede nicht. Ob mir jetzt sein Programm gefällt oder nicht. Und ja, das tut es größtenteils. Ein großer Teil gefällt mir aber auch nicht. Er ist zurecht da, wo er ist, der Hand of Blood. Beim Gronk, Meier ist halt der YouTube-Papa. Ich weiß nicht, er war einer der ersten und ist halt einfach durch und durch ein Let's Player. War einer der ersten und macht das halt auf seine Papa-Art irgendwie. Und die kommt offensichtlich gut an. Kann ich auch einigermaßen nachvollziehen. Der Henno ist geiler, ja. Henno kann man sich geben. Durch und durch, Alter. Oder nur seine Lache, Alter. Da stirb ich. Seine geilen. Ein typischer Henno. Der Henno Sepp. Und dann zerreißt es voll! Und aus! Keine Ahnung! Da stirb ich verloren. Was soll ich? Der Heide. Ich finde, dass es ja ab einem gewissen Punkt so krass auf den Leon Marshall eingeschossen hat, dass es irgendwann langweilig war. Unter anderem der Grund, warum es nicht mehr so viel Kruzifix gibt. Weil mir irgendwann einmal aufgefallen ist so, ich mach genau das Gleiche, oder? Ich mach genau das Gleiche wie dir. Irgendwann kommst du so, du machst einen Heider noch. Ja. Das ist eigentlich alles. Ansonsten interessiert mich das. Ich habe auch irgendwann einmal gehört, dass mich der Heider nicht mag, weil ich zu bayerisch bin. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile vielleicht nicht mehr zu bayerisch bin, aber jetzt kann er mich halt auch am Arsch lecken. Fertig. Birger, was sagst du zum neuen Lied von der Eskimo Callboy? Hyper. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gehört. Ja. Kannst du bitte sagen, was du für ein Schneideprogramm hast? Adobe Premiere. Schau dir an Ungio, macht fast nur noch Reactions. Ganz ehrlich, schau dir einen PewDiePie an, der macht nur noch Reactions. It's all about the Fanbasement. Ja? Schau dir doch das an, was ich mache. Ich habe angefangen mit. Was ich gemeint, du magst den Heider nicht. Ich mag den Heider nicht und ich mag ihn aber auch nicht. Sagen wir es so, ist mir einfach scheißegal, was dafür ist, wie ich mag ihn nicht. Also ich schau mir nicht an. Alexi Bexi schaue ich nicht, mir sagt der Name was, ich weiß nicht, was der macht. Der macht der nicht auch so macht der nicht so Unboxing-Scheiß? Das ist der Alexi Bexi. Kann ich nicht so von damit. Papa Latte, sagt mir auch was, weiß ich aber nichts davon. Spendenaufruf für Dosen wie die 40 für Mikrostände. Der gewitzt schon wieder so, gell? Ja, goddammit. So, der Rebi ist mir zu krass auftrat irgendwie. Weiß ich nicht, hab ich auch nicht fake gesehen, ein, zwei Sachen irgendwann einmal, aber man denkt so, Alter, ja. Mach halt du auch mal Reactions. Hashtag for the money. Na, nicht wirklich. Wir haben ja durchaus schon im Stream Reaction-Videos im Prinzip gemacht, ja. Das wird schon mal irgendwann wieder vorkommen. Du machst das einfach gut und fertig. Ne? Und das geht's auch nicht. Es hat bei mir genauso. Ich habe angefangen mit dem How-To-Zeug, hab nur das gemacht, ist langweilig geworden. Hab den Kruzifix-Zeug gemacht, ist gut angekommen, ist langweilig geworden. Hab jetzt im Streamen angefangen und hab immer nur Spaß. Weil halt einfach so Video machen und schneiden und diesen ganzen Blödsinn, ja, das ist mein Hobby und das mache ich gern und das gefällt mir auch. Aber ich spiele halt immer noch mehr Computer, als dass ich das tue. Das mache ich halt einfach nur lieber. Und deswegen ist der Stream eigentlich genau das, wo ich hin wollte. Und im Prinzip mache ich auch nichts anderes. Ich habe mir eine Community aufgebaut, eine Fanbase im Prinzip aufgebaut. Da gibt es einen harten Kern.
und der ist halt da und schaut zu. That's it. Und es wird wahrscheinlich auch Leute geben, ohne dass ich jetzt das schlecht darstellen möchte oder sonst, aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, denen ist völlig egal, was ich da tue. Wie wir es schon mal gespannt haben, so, ich sitze 2 Stunden da, laber irgendeinen Dreck und jetzt schauen sie leider. Das werde ich nie verstehen, aber wenn das so ist, dann ist das so. Ich hab Spaß am Labern, ich hab Spaß am Zuhören, tolle Sache das. Ja, passt schon, du machst halt immer was anderes und das finde ich gut. Ja, es gibt auch schon wieder 2 neue Pläne, 2 neue Formate, die ich machen möchte. In einem werdet ihr involviert, die ganze Community involviert. Da kann man halt drüber reden, warum nicht? Ich habe Interesse an einem Podcast. Ja? Ich habe so lang und so oft schon geredet, ich möchte so gern was über ein zweites Lieblingsthema machen. Filme, Serien, allgemein Popkultur und Spiele. Und warum nicht einfach? Ich habe mir immer gedacht, so, ich brauche halt einen, wen nehme ich da als Podcast-Partner her? Ja? Keine Ahnung, ich brauche halt irgendwie 1, 2, vielleicht 3, je nachdem, Leute, mit denen ich da einfach unterhalte. So soll für mich ein Podcast ausschauen. Warum ist mir das am Wochenende die Idee gekommen beim Saufen? Sorry, aber es ist. Und ein Kumpel habe ich mehr oder weniger drauf gebracht. Und hat dann gesagt, so, ja, warum machst du das nicht mit deiner Community, du Idiot? Wir sind da gesessen und haben gedacht, ja, wie soll ich das machen? Ja, keine Ahnung, und dann sollen sie halt Leute für ein Thema bewerben und du weißt aus. That's fucking genius, Alter. That's fucking genius. Ich habe Freunde, auch von denen ich möchte keiner da mitmachen. Und da gibt's ja nicht, wie soll ich sagen, da gibt's ja nicht recht viel, die sich so mit Filmen, da gibt's einen, da wo ich weiß, ja, mit dem kann ich mich über Filme und Serien unterhalten, vielleicht 1,5. Dann gibt's es gibt keinen einzigen in meinem Freundeskreis, der so intensiv auch Singleplayer-Spiele spielt wie ich. Weiß ich nicht, mit wem ich mich da drüber unterhalten soll. Und nein, es müssen nicht die Mods sein, um ganz ehrlich zu sein. Sollen sie erst recht keine Mods sein, weil ich nicht haben möchte, dass dann halt der von nur mit Mods dazu ist. Der soll ja nicht heißen, dass nur Leute aus den Mitgliedschaften zum Beispiel in den Podcast einkommen. Nein, ich möchte einfach gern qualifizierte Gesprächspartner zum Thema. Und da ich mich hiermit gern für das Thema Kochen oder Musik bewerben. Hashtag Bürgerliebe. Ja, wie die Bewerbung dann ausschaut, das gebe ich dann schon vor. Ich habe da noch nichts niedergeschrieben, konzipiert, gar nichts. In meinem Kopf ist es soweit angenommen. Thema. Spiele. Thema. Skyrim. Diablo. Allgemein Diablo. Oder vielleicht sogar allgemein Action-RPGs, weil ich alle gespielt habe. Ja? Alle Diablos, Path of Exile, Wolzen und so weiter und so fort. Ja, Spiele Thema Valorant. Einfach über Valorant unterhalten. Es gibt, und diese Podcasts sollen 10 bis maximal 20 Minuten dauern und fertig. Dann stellen wir das folgendermaßen so vor. Es gibt bei mir im Discord, der Discord-Link ist übrigens in der Beschreibung, jeder, der es noch nicht weiß, keine Ahnung, werde ich einen Kanal aufmachen, da stelle ich das Thema ein, zu was sich die Leute bewerben können. Ich werde erst ein paar Test-Podcasts aufnehmen, ja, zu irgendwas. Ob die jemals das Licht der Welt erblicken, ist einmal völlig dahingestellt. Ich möchte es einfach bloß einmal ausprobieren. Dann, Thema, keine Ahnung, nehmen wir Diablo, Path of Exile, Diablo 4, Path of Exile 2.0 oder wie auch immer. Dann können Sie die Leute bewerben zum Thema bla und dann lasst dir was einfallen. Ganz einfach. Wie du mich dazu bringst, dass ich die in meinen Podcast einlade. Aus! Erzähl mir, was weiß ich. Schick mir einen verdammten Screenshot von 4000 Stunden Path of Exile. Ja, dann bist du so schnell in dem Podcast drin, so schnell kannst du gar nicht schauen. Grundvoraussetzung ist anständig verhalten. Das ist sowieso klar. Sobald der Erste dann Scheiß labert, fliegt er sofort aus und wird aus allem ausgebannt. Ich habe keine Zeit, dass ich mich mit irgendwelchen Kack-Motherfucker, auf gut Deutsch gesagt, meine Zeit verschwende. Okay? So. Ein Mikrofon selbstverständlich. Und was wünschenswert wäre, das weiß ich nicht, ob das die Leute wollen oder wie auch immer, eine Webcam.
Ja? Dann trifft man sich im Discord, lädt die 1, 2, 3, je nachdem, Leute in den Channel ein oder man ruft sie gegenseitig an, schaltet Webcam ein, ich lasse ein Video mitlaufen und dann nehmen wir das einfach auf. Dass nicht jeder ein Kondensatormikrofon daheim hat, ist mir auch klar. Ja? Dass da wahrscheinlich ein bisschen ein Headset-Quali kommt und so weiter, das ist mir auch klar. Damit werde ich leben müssen, das kann man nachbearbeiten, ein bisschen, dass ich das ein bisschen besser habe. Und das war's schon. Dann wird sie einfach, dann schreibt man ihnen natürlich ein bisschen was zusammen, allgemeine Fragen, die man in die Runden schmeißen kann, über das man sich und versucht, das Gespräch irgendwie zu leiten. Habe ich noch nie gemacht, werde ich einfach mal machen, werden wir sehen, was da passiert. Und dann aus. Und dann hat das, glaube ich, für alle so ein bisschen was. Podcasts sind tatsächlich spannender zu machen, als ich das jemals umtraut hätte. So dumm, wie sie sich halt. Und darum habe ich da Bock drauf. Das ist einfach zu machen. Einfach mal schauen, was passiert, keine Ahnung. Mach mal, wir schauen, wird schon schief gehen, sagt er mal so. Ja, und wenn es nichts ist, dann ist es nichts und dann. Aber einfach mit, und dann hat's ihr involviert, ja, die Community kann Teil davon sein, das glaube ich ist ganz nett. Und ja, und ich habe eine riesen Community, da wo mit Sicherheit zu fast jedem Thema, das ich hergebe, Leute da sind, die sich damit auskennen. Und ich nehme auch nur Themen, entweder Themen, die mich interessieren, wo ich dann Fragen stelle und mich einfach mit jemandem unterhalte. Ja, wenn ich keine Ahnung, ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, ist wurscht, ich lade zum Beispiel einen Bibo ein. Wenn er das will, ich weiß es nicht. Und unterhalte mich mit ihm über Boris-Rap-Szene hier, da, was weiß ich. Als Beispiel. Ja, und Leute einladen aus irgendwelchen Bereichen, so wie sie normale Podcasts auch machen, ja, die interessante Geschichten zum Erzählen haben. Natürlich immer bohrisch, natürlich immer von uns da und so weiter. Keine Ahnung, ja, Thema E-Zigaretten. Drüber unterhalten. Ich weiß, dass wir Leute haben, die in Geschäften arbeiten für die Dinge. Wenn ihr Bock habt und das Thema gerade ausgewählt ist, ich werde eine Themenliste zur Verfügung stellen wahrscheinlich, alles was uns so einfällt, dann kommen von euch Themen und. Ja, Thema VR, war die voll dabei, ja? Mr. Dampfler, warum nicht? Lade ihn heute ein, klär, ob du ihn magst. Nein, lade ihn nicht ein. So. Tja. Und da die Song haben wir sehr lang aus. Ich sage, es ist 12 vor 10. Das ist so das eine Thema, was ich gern nach der Sommerpause mal ausprobieren darf und gern anfangen darf. Einfach anfangen. Ja? Ich glaube, das ist ein relativ einfach und ja, relativ einfach zu machen, weil das Gespräch ist entweder interessant oder es ist es nicht. Und 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten länger, wenn es geht, nicht, außer es ist das beste Gespräch meines Lebens. Dann kann es auch mal länger dauern. Dann hätte ich das Ding gern in Form von einem Video auf YouTube und auf Spotify, auf vielleicht einem Extra-Kanal, nicht in meinem Musik-Spotify, sondern in Bürgercast oder was weiß ich, wie wir das dann nennen. Thema MCU. Ja, warum nicht? Da bin ich jetzt nicht so krass extrem drin wie wahrscheinlich viele, aber sie einfach über die Marvel-Filme unterhalten. Ist die Frage, ob man da in jeden Marvel-Film einzeln nimmt, was wahrscheinlich notwendig ist, weil über sich über alles unterhalten, zu zweit oder zu dritt in 20 Minuten, keine Ahnung. E-Zigaretten, sofort dabei. Ja, dann, wenn ich das Thema hergebe und mir da mal im Klaren bin, wie das dann abläuft mit Bewerbung und so weiter, ist die einzige Angabe an diese Bewerbung, lass dir was einfallen, was du schickst, wirst mir es schickst, Text, Video, Sprache, was auch immer, warum du meinst, du kannst zu dem Thema dich mit mir unterhalten. Und ich nehme natürlich, wie gesagt, auch nur Themen her, wo ich von mir auch der Meinung bin, ich kann mich drüber unterhalten. Ich gehe jetzt nicht her und sage, hey, unterhalten wir uns übers Häkeln. Das, was ich da sagen kann, so irgendwie, keine Ahnung. Ja, das war so ein Formatding, wo ich wirklich Bock drauf hätte. Was vielleicht einfach zu machen, ich glaube, das ist wirklich interessant, macht Spaß wahrscheinlich auch. Ich lerne neue Leute kennen, ja, im Schmerzen, was weiß ich. Gehört auch mal dazu, die Interaktion mit euch, schaut auch nicht. Ja, und das zweite ist, ich fange wieder an mit dem Thema, vor 3 Jahren schon, oder 2 Jahren, mit der Webserie in
Comicform, eventuell sogar ein Comic. Weil warum nicht, wenn ich schon dabei bin? Hab sogar einen Chris an der Hand, den ich vielleicht auch, wenn das eine oder andere fragen kann. Oder vielleicht bewirb mich bei Plem Plem und sag so, hey, ich hab da einen voll den geilen Comic. Wer weiß. Ja. Quasi almost daily auf Borisch. Sprengi, du hast das fucking erfasst. Du hast das fucking erfasst. Da können auch mit dann aktuelle Themen behandelt werden. Ich möchte nicht über Politik reden. Ja? Ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht über Corona reden. Oder über die Amerikaner und einen BLM-Scheißdreck und ich kotz. Sowas hat da bei mir nichts verloren. Ich möchte aber interessante Themen. Einfach interessante Themen. Über wen mich ich zum Beispiel unterhalten werde, ist ein Bob Lazar. Wer nicht weiß, wer der Bob Lazar ist, braucht gar nicht mitschmerzen. Mir hätte ich einfach mal 10 Minuten, 20 Minuten mit jemandem unterhalten drüber. Fucking interessant. Und ich glaube, diesem Mann 99% von dem, was er sagt. So. Und bis nach der Sommerpause hol ich mir auch einen Batzen WD-40, damit das klar ist. Freunde der Sonne. Jetzt ist er Ruhe. Mehr mag ich zu diesem anderen Comic-Thema nicht erzählen. Nicht wieder denselben Fehler machen, ich erzähle und dann wird es wieder nichts, weil das ist massiv aufwendig. Das wird massiv lang dauern. Und ich brauche einige Leute aus meinem Freundeskreis, der durchaus existiert. Ja, Arschlöcher! Da sehr lang dran arbeiten. Und eine Schlüsselfigur ist leider nicht mehr da, mit der ich das gern tue. Das ist unfassbar schade, weil dann war es ein Gmadi wie es gewesen, aber das kriegen wir so auch hin. Schauen wir mal. Das kommt noch nicht im Herbst. Podcast ist so für noch Sommerpause, für die nächste Saison gedacht, ja. Bis zur nächsten Sommerpause und vielleicht nächstes Jahr. Ja, für nächstes Jahr irgendwann diese Serie. Aber das ist unfassbar viel Produktionsaufwand und Planungsaufwand und Bearbeitungsaufwand und alles, da ist alle. Ich wirke quasi zum Regisseur, Tontechniker, Hörspielmacher, was weiß ich, was soll ich sehen. Was weiß ich, was ich. Aber los, das da, die Streamerei, Never Touch a Running System, jeden Montag und Mittwoch ist die Bürger Media AG am Start. Es war übrigens ein kleiner Traum, was du jetzt da gerade geschrieben hast, die Bürger Media AG. Deswegen, und es klang nicht ganz, ja, das hört sich jetzt gleich wieder an, wie ein verdammter Spendenaufruf, aber Schnauze, nein. Es klang nicht ganz, dass ich mir einen Programmierer Vollzeit einstellen kann. Ja, das geht einfach nicht. Ja, und das will ich auch nicht. Dann ich möchte für diese Themen ich gern 2 oder 3 Leute haben. Videos, Podcasts, also ich mein Browser-Game gern wieder ins Leben rufen, das auf Mobile konvertieren und lauter so Sachen. Das sind 4, 5 Gebiete, das war der absolute Wahnsinn, aber mit nur Borisch scheiße schwierig, oder? Nicht mehr arbeiten, nur noch anschaffen. Nein, ich bin ja quasi der Mittelpunkt von dem Ganzen. Ich bin ja die Fresse von dem Ganzen. Ich kann ja nicht einfach nur noch anschaffen, das geht nicht. Das darf nicht mehr geben, das mehr. Aber das war halt saugeil. Also das war halt saugeil, das ist ein Traum in der Hinterstube. Aber der ist relativ unrealistisch. Vor allem, weil unter anderem auch eine ganz gewisse Person nicht mehr da ist und mit der war es wahrscheinlich sogar schon so weit. Da war es wahrscheinlich sogar schon so weit, dass es so gibt. So, Freunde der Sonne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank für das ganze Gespende heute. Das war halt schon wieder grenzwertig und am Montag war es auch. Ich kann nicht mehr sagen wie merci. Was soll ich noch sagen dazu? Vielen lieben Dank. Ihr ermöglicht mir das, dass ich diese Zeit so verbringen kann, wie ich es da verbringe, dass ich machen kann, was ich liebe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das bin ich ja nach 3 Jahren noch. Nach 3,5 schon fast bald. Und jetzt haben wir noch 4 Wochen zum Durchbringen. Dann ist die nächste Saison und dann ist einmal hoffentlich ein Reset da und weiß nicht, was es ist. Jetzt sehen wir uns am Montag mit Hellblade. Ich weiß nicht, ob wir damit fertig werden. Wir werden sehen. Wenn es euch heute gefallen hat, leave a like. Wenn du noch kein Abo nicht da lassen hast,
Leave ein Abo, wenn du kein Follow da lassen hast. Leave ein Follow auf Twitch. Für alle, die es wahrscheinlich vielleicht immer noch nicht gecheckt haben, keine Ahnung, ich stream auf YouTube und Twitch gleichzeitig, so wie man das da sehen kann. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen, as always. Ich war halt ein bisschen müde, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich bin todmüde, ich sag's euch, was es ist. Es war schon lange nicht mehr so, dass ich so früh so müde bin. Wahrscheinlich will ich jetzt dann wieder, gibt die zweite Luft an, bin ich hellwach. Herr Grotze, lass mir einen Zwickel da. Nein, keiner weiß warum, aber die lassen keinen Zwickel da. Die anderen YouTuber sind reacten. Irgendwann, wenn ich nicht mehr mag, dann mache ich so Videos wie der PewDiePie. Ich sitze mich hin, mache das Internet auf, rede irgendeinen Scheiß 10 Minuten lang, mache 3 Cuts auf, ich werde schon passen dann. So, am Wochenende kommt ausnahmsweise mal kein Video, da mache ich hier mal, jetzt ist mal hier Lenz schon Vorbereitungsphase in die Sommerpause. Ich kann so viel sagen, dass ein Lied fertig ist. Und das eventuell dann nächste Woche kommt, keine Ahnung, oder? Warte mal, was haben wir da tun? Ja, das kann sich hingehen, keine Ahnung, kann am Freitag sein. Hoppala, hab mich verzogen. Kommt nicht am Sonntag. Warum kommt das nicht am Sonntag? Das erkläre ich euch dann im Blade-Schmeiß-Video irgendwann einmal. So, jetzt ist es Ruhe. Wir sehen uns am Montag mit Hellblade. Bussi aufs Nussi und schönes Wochenende. Ich glaube, das war's. Hobby! Schleicht euch! Habe die Ehre!